Gouda Marius, niet leven Church. Dankeschön, dass du eingeschaut hast am mitzumerken mit diesem Gottesdienst. Ich merke dir, mein lieber Freund, Maud, dass du dieses Video mitteilen lässt mit deinen Freunden. Ins ganz bestimmt hast die Freunde, was ich nicht habe. Und über der Weise, wenn viele Menschen das Video mitteilen, dann merkt, dass mehr Menschen die Gelegenheit haben, am Gott sein Wort anzuhören und mitzumerken. Und ich weiß, viele von uns, wir fallen uns auch ziemlich meid von, was immer war da Gottesdienst einen Pantalla checken. Wir möchten wir uns bei der Kirche treffen, bei dem Gebiet, das wir gewohnt sind, und durch Gott anbeten und am sein Wort anhören. Und ich glaube, wir sind bald bei dir. Ich meine, so bald können wir uns bei der Kirche treffen, aber für nun, erst noch weiter, soll wir das anfangen checken. Aber die gute Sache ist, Gott kann auch arbeiten, wenn wir in uns tun, merken in diesem Pantalla. So, weil wir da bleiben, ich werde in Bibelvers lesen, in Matthäus, den letzten Kapitel, Nummer 28, Vers 18. Jesus sagt zu ihm, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. So Jesus sagt in anderen Worten, sie nun ist stärker als irgendwas Wort. Sie nun ist über alles. Du darfst keine Borg, was höher ist als Jesus sie nun. Coronavirus, Sida, oder was immer wir von der Krankheit abnehmen wollen. Das darf kein Nun, was stärker ist als Jesus sie nun. Sie nun ist mächtig, allmächtig. Und da können wir immer weiter gelitten sein, dass wir sind Kinder Gottes und er wird uns nicht allein lassen. Er ist bei uns, du hast eine Leid, was du sagst, Weichmerker, und dort sage ich, wenn ich auch nicht sei, sogar dann, dass die arbeiten. Gerade nie ist es vielleicht einmal schwer, dort zu sein, dass Jesus an der Arbeit ist, aber er wird arbeiten, auch nie, wenn wir das nicht sein. Das Leid, Weichmerker ist ein Leid, was wir nie bald in der Anbetungszeit singen wollen. Und wir sind nu auch wir wollen switchen nur die Anbetungszeit. Und ich merke dir, mein lieber Freund, Motto, dass du, wenn du kannst, und wenn du das Haupt, kannst vielleicht diesen Video, den Audio und den gerade Speaker anplauen, und dass du das Musik kannst Lieder merken. Und dass wir können über der Weise Gott anbeten. Und wenn du das nicht kannst, ein bisschen still horchen, dass es auch gut. Aber weil wir Gott anbeten, so es uns dort möglich ist, weil wir in uns Haus von Mehrlich abstehen, nicht bloß auf der Makel sitzen bleiben, aber wir können abstehen, und weil wir Gott anbeten, für wer er ist. Dankeschön auch für die Dales, Joni und auch Lisa, dass die mitmerken, dass die uns in dieser Anbetungszeit lernen und möchte Gott bei ihnen sein. Nu waren wir immer gut in der Anbetungszeit. Tonight
bist hier, schaffst in dieser Schwert. Du bist hier, bewegst in unserem Land. Du bist hier, schaffst in dieser Stadt. Du bist da, right here, when I show from the back in hell. Leken de klumpen in dag, ja, das werd ich weg. Du bist da, right here, when I show from the back in hell. Leken de klumpen in dag, ja, das werd ich weg. Du bist hier, för ich hier av Du bist hier, als jeder Du bist hier, des Lebens Damm. Du bist hier, als jeder sagt. Du bist da, right there, und der Schau auf das Berg in Hell. Ich in der Dunkeln in Nacht, ja, das werd ich weg. Das Blei war mehr, und der Schau auf das Berg in Hell. Ich in der Dunkeln in Nacht, ja, das werd ich weg. 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 Anekdote nicht sei lässt die Schafe. Anekdote nicht feil lässt die Schafe. Die gehst nicht ab, die gehst nicht am Schafe. Die gehst nicht ab, die gehst nicht am Schafe. Anekdote nicht sei lässt die Schafe. Anekdote nicht feil lässt die Schafe. Die gehst nicht ab, die gehst nicht am Schafe. Die gehst nicht ab, die gehst nicht am Schafe. Anekdote nicht sei lässt die Schafe. Anekdote nicht feil lässt die Schafe. Die gehst nicht ab, die gehst nicht am Schafe. Die gehst nicht ab, die gehst nicht am Schafe. Anekdote nicht sei lässt die Schafe. Anekdote nicht feil lässt die Schafe. Die gehst nicht ab, die gehst nicht am Schafe. Die gehst nicht ab, das Ding war mir wunderschön auf das Berg in Hell. Liegt in der Dunkel, mein Gott, nur das werd ich weg. Das Ding war mir wunderschön auf das Berg in Hell. Liegt in der Dunkel, mein Gott, nur das werd ich weg. 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 Halleluja. Danke voor dat du de Weichmacher bist und dass du große Dinge schaffen lässt. Geloofd und gepresst als die Namen vor. Amen. Sehr gut. Wie sind wir gekommen bei der Zeit, wo wir geben wollen? Geben ist ein Segen, was Gott uns gibt. Dass wir können andere Menschen geben, die das brauchen.
Für das will ich einen Bibelvers lesen. Den Vers finden wir in 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 12. Durch diesen Dienst, den je mit geben donen, soll je nicht mehr verdorrt, wat de Herr gebrochen, aber auch dafür, dat viele Gott danken. Durch diesen Dienst, sagt dat. En damit will ich retigen, en in jedem ein von ihnen dankbar sein, der die Leute Zeit gegeben hat. Diese Zeit dat erst mit einer schweren Zeit. Wir haben vielleicht nicht sehr gut arbeiten und es vielleicht ein bisschen eine knappe Zeit können sein. Aber trotzdem haben viele von ihnen gesagt, ich will geben. Und gedeihen. Nicht nur bloß von einem Land, von Bolivien, auch von Land, sondern Menschen, die gesagt haben, ich will geben. Und dazu wollen wir uns als Kirche bedanken. Dass da Menschen sind, die willig geben. Gott sagt in seinem Wort, durch das, was wir geben dann, kann vielleicht sein, durch das, was die geben, das, kann viele Menschen gesehen sein. Nicht bloß die, die vielleicht in der Kirche arbeiten, können vielleicht sein, aber auch Menschen, die von bitter der Kirche sind, die noch nicht Gott kennen. Arme Menschen, die in den Pueblos wohnen, die nicht fertig von Gott hören und dort wir auch können die Menschen zu sehen sind. Und dadurch will ich auch sagen, dass wir haben hier verschiedene Stufen in Dose, wo wir Eten anleihen können. Eins Jahr können wir Stuhl fahren und mit Eten anschreiben, dann dort eine Dose anleihen und dann wird dort da weggeholt und dort ein Packer gemerkt. Und dadurch haben wir als Kirche in Serien sein für viele Menschen, die hier Raum anwohnen. Spanier, Deutsche, bloß wo immer wieder Not sein dann, probieren wir in Serien zu sein, dass die Menschen eine Lust von Eten kriegen und dass sie nicht hungrig brauchen. Und das ist bloß dadurch, dass du gesagt hast, Gott, ich will nur deine Kirche geben. Und das ist auch sehr Dankeschön dafür. Ich möchte halt die Serien und ich will noch ein Gebet sein. Dankeschön für diese Gelegenheit, dass die uns immer wieder jetzt, dass wir können geben und ein Segen sein für Menschen. Aber wir freuen, dass die Geld segnen wirst, dass da ankommen wird, dass da können auf der rechten Stelle gespendet werden, dass die auch mit den Menschen sind, die da geben tun, dass die endlich gerechtlich sehen wirst, dass du einmal genügt ist für uns und macht die nun gepresst und gelobt werden durch das. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank schön. Und wenn die kostet, geben Sie schwindesmäßig. Die kostet eine Transferencia bancaria merken, also an der Bank anholen. Hier am Screen wird die Information sein. Oder die kostet auch dort in die Bibel oder irgendwo beileihen. Und dann, wenn wir an sie strafen, dann kostet nur die Kirche bringen. Oder die kostet auch ans Schreiben, mir persönlich, wenn du die Nummer hast und wenn nicht, nur die Telefonnummer, schreib mir und ich komme ehrlich das Geld aufholen, was du nur die Kirche geben willst. Gottes Segen mit dir, mein lieber Freund. Hallo Tjenja. Jo, ich freue mich sehr, mit Ihnen weiter ein Lied singen zu dürfen von dir. Und wir werden von der mal ein neues Lied üben. Ein Lied, das wir noch nicht gesungen haben. Und das geht darum, wir leben mit Gott und wir können an der Hand von einem Storchen gehen. Kein dort, wenn einer ihn an der Hand nimmt, der Paar oder der Mama, und die gehen mit der Typ, das fällt sich sehr Storchen, sehr Geld und sehr sicher. Und da werden wir das nie Leute nicht üben, und das werden wir bloß Typ singen. An der Hand von einem Storchen zu gehen. So, ich würde den ersten Vers ungefähr singen und dann singen wir das Typ das Lied durch, okay? Okay. An der Hand von einem Storchen zu gehen, dort jetzt scheint, dort merkt Storch. An der Hand von einem Storchen zu gehen, dort jetzt möcht.
in Sicherheit. Okay, nu werden wir noch mal Tipp. An der Hand von einem starken Tygon, dort geht Schein, dort merkt stark. An der Hand von einem starken Tygon, dort gibt Mut in Sicherheit. Der zweite Vers. An der Hand von unserem Gott Tygon, dort geht Schein, dort merkt stark. An der Hand von unserem Gott Tygon, dort gibt Mut in Sicherheit. Hi Tanja, ich freue mich mit Jünd Sonderschule zu haben. Unsere Geschichte, der ist von der von Markus 5, Vers 21 bis 43. Und wir haben sogar gerade ein schönes Leid gehört von Simon. Du sagst, dass wir in Jesus seine Hand gehen können und mit ihm sicher in Storch gehen können. Und das ist unsere Geschichte von der auch. Aber erst mal möchte ich mit Jünd einmal beten, weil wir unsere Juchis machen und dann, weil wir heute beten. Jesus, ich danke dir, dass wir gerne von der Sonderschule haben und dass du ein großer Gott bist und dass wir gerne auf dich vertrauen und dass du uns helfen wirst und dass du in jeder Situation mit uns bist sein. Amen. Okay. Ich habe nie einen Freund, der alles kann. Also ich habe keinen Freund von Menschen, die alles kann. Aber einen ganz besonderen Freund, und das ist Jesus. Und der kann alles tun. Dort, wo wir auch hier in unserer Geschichte, Jesus kann alles. Das sind von Jairus, der hat eine kleine Tochter, der ist ganz krank. Und dann von einer Frau, die hat 12 Jahre Bauchweh gehabt. Und der ist gesund geworden. Und das kleine Mädchen auch. So, dort werden wir uns einmal ein bisschen unsere Welt vielleicht sehen. Einen kleinen Beispiel. Jesus, meine Tochter ist umgestorben. Bitte, komm schwind. Tochter, din Glauben hat dir geholfen. Bara den Meister nicht länger, deine Tochter soll gestorben. Fürcht dich nicht, glaub bloß. Ich glaub. Talita kum. Wow, es ist nicht wunderbar, dass wir hier so Jesus seine Feit fallen und dass Jesus will uns abhalten und dass uns wieder gesund machen will und wir können ihm vertrauen, wir können an ihm glauben. Ist das nicht wunderbar? Vielleicht habt ihr nu auch nicht in dieser Zeit sehr krank, aber vielleicht habt ihr etwas anderes. Vielleicht kommt ihr nicht vor, mit einer Hausaufgabe oder ihr habt verzankt mit einer Geschwister. Und wir können auch so zu Jesus kommen und Jesus wird uns helfen. Gerade so, als er auch Jairus in dieser Früh geholfen hat, so wird er auch uns helfen, wenn wir an ihn glauben. Dankeschön. Wow, wat wir dort von einer schönen Geschichte. Dankeschön Vanessa und Olgi, die der Part wird von dem Drama oder der Kinderpart. Möchte Haare jüngst sein für ihre Anstrengung. Sehr gut, nu will wir evaluieren nur die Botschaft. Ans Leister Pastor Eduard, er hat eine gute Botschaft für uns. Und mein Gebet ist, dass der Herr diese Botschaft brauchen kann, um zu uns reden und uns segnen. Möchte der Herr bei dir sein. Gott Maria sagt nie leben zurück. Mach Gott ihr Hand für seine Herrlichkeit, was manch uns und einer uns ist. Amen.
Ich möchte Ihnen merken, dass ihr diesen Livestream, dass ihr den in Facebook oder von YouTube oder wo immer, dass ihr den ab so viel steht, als möglich mitteilen. Das ist eine neue Weg, wo wir von der Nacht das Evangelium mitteilen dürfen. Ich weiß, wie bange uns persönlich treffen. Ich bin es da und ich bete, dass wir uns das Bild waren, kennen. Vielleicht habe ich das auch hier, dass in verschiedensten Ländern kommt, dass wir trägt, dass sie sich treffen können in den Gebieten. Und ich bete noch an, dass wir auch durch Handkommen waren. Und dass wir können waren, vielleicht ein bisschen eng normal tun können, aber andererseits bete ich, dass wir niemals mehr normal tun können. Ich bete, dass wir keine Büte jeweils tun können. Viel mehr als bloß normal, dass das kann eine Büte jeweilige Leib einer ansehen und dass wir können uns als Christen einer dem anderen einer Stätte. Und von der ist ein Thema, wo der Herr Jesus mit diesem ganzen Weg all verletzt hat. Sogar gestern so oben, und dann er diese Deur auf herab, aber du wie eins so oben besonders, dann kann ich nicht mehr schlafen und ich hatte eine Gemeinschaft mit dem Herrn und das wir so schön, wo er mich feiern und wo er mich lehren in der Time und wo er mich wirklich reinmerken für das und dort ist dort wie ein bisschen von der Rede war von wahrer Kommen von Christus oder von der Welt eng. Je kunt dat niet ook zeggen dat alle wijzen dat je dat flesje zijn hand dat van Welt ingereed wordt. Einer redt van dit is dat grote denken, de andere redt van ja, dat is dat grote denken. En dat de schijnen alle rechten hebben en die hebben alle een bewijs van wat ze dit zeggen en van wat ze ja zeggen. En jeder einer denkt dat hij heeft het recht te houden, hij kämpft dafür. En dort ist auch eine Sache, wo die Bibel von redet. Der redet von Weltding, der redet von Wiederkunft von Jesus Christus. Sogar als Jesus nach dem Himmel vorredet, dann redet dort all von dann redet dort all von seinem zweiten Wiederkommen. Zum Beispiel sagt Jesus das in Apostelgeschichte 1, Vers 11. Deite ansehen, jemand von Galiläa, warum stehe ich hier in Kicken um Himmel, so die Jünger stehen in Kicken um Himmel, wo Jesus in Haus wird. Das Jesus, der je vom Himmel genommen wird Charakter so trägt, als je Arm haben seinen um Himmel vor. Das ist das Jesus, der wird wahrer trägt, dass sei Arm hat seine Darthand vor. Und hier ist ein Denk, das Jesus wird trägt. Und wir haben zum Beispiel eine andere Stelle in Lukas, dort 21. Kapitel 10, Vers 12. Du redest von Tekens, was passieren, wann dort Welt irgendwas Not kommen. Oder eins hier rede von Jesus kommen und dann wird dort ein anderer geredet und eins hier merke den Salat ab Sonnenweich und der andere ab Sonnenweich. Wir wollen von der nicht sehr deep reden, aber wir wollen ein kleines bisschen in diesem Thema von der angehen. Zum Beispiel hier redet es so in Lukas 21, Vers 10 und wieder sagt es so, ein Volk wird jeden dort andere abstoßen und ein Reich jeden dort andere. Und da wird auf verschiedenen Städten gerautet Erdbeben und Hungersnot und Pestilenz und Krankheiten sein. Hier ist sich das nicht sehr bekannt. Hier ist sich das nicht nur der Zeit, wo wir nu krieg bei leben dürfen. Und Pestilenz und am Himmel wird schrecklich und gerote Tekens zu sein. Aber ehe das alle passieren wird, werden sie an jün vergrieben und jün nachstellen, jün für das Schulden gerecht bringen und festnehmen und werden jün am meinen Namen sein halben Verkennis und angestellte stellen. So hier sich das nicht sehr nur die Zeit, wo wir von der auch sind, nur die Zeit, wo wir Krieg von der auch sind. Du sind verschiedenste Tekens vom Welteng, was das hier sagt. Hier ist sich das nicht bekannt, Krankheiten, Erdbeben, Hungersnot. Das sind Sachen, die von der auf der Welt weit und breit passieren. So dass Jesus kann irgendwann näher kommen, das Welteng kann hier sein, nicht so? Hier ist bloß ein Trouble. Weißt ihr, dass
die für 100 Jahre Krieg auch dachte, Jesus wird voets terugkomen. Dat is nu erst das Teken hier. Nu wird das passieren. Das ist das, was nu wird passieren. Hij in de laatste tijden vielleicht zei hier, dit is eine Spritz, dat is het Welt eng. Oder dit is ein Chip, is de Welt eng. En Jan ein denkt, dat is het Welt eng. En du worden Sachen abgebracht. Jan eine Person, dort ist die schlechte Person. Oder Jan ein Lohn. Oder sind es dort, worden verschiedenste Sachen gemerkt. Wisst ihr dat al in de 1905? Dann war zum Beispiel, dass sie mussten eine Cedula merken, ein Karnet merken, wo ein Bild war, und wo sie mussten einen Duimendreck aufgeben. Dort wie für die Zeit wird ganz niet. Und sie dachten, der Duimendreck, das wäre das Teken von der Hand, und das Bild, das wäre das Teken von den Stieren, und sie dachten, nu ist es Welt eng hier. Jahre later hat es zum Beispiel eine Krankheit gegeben, wo nicht tausende Menschen sterben, sondern wo Millionen von Menschen gestorben sind. Und dann dachten sie, nu ist es Welt eng hier. Und die Welt lebt wieder. Dann kommt der Zweite Weltkrieg, oder dann kommt der Erste Weltkrieg. Und dann dachten sie, nu ist es Welt eng hier. Und dann kommt der Zweite Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg, der wird von 1939 bis 1945. Und Hitler allein wird diesen Weltkrieg zum großen Teil anfangen. Mög 6 Millionen Juden dort. Bloß von einfach 6 Millionen. Stellt euch mal vor, wie viele Menschen. Und viele Millionen mehr. Millionen und Millionen. Du wirst viel daran geredet, wie viele Millionen dort wirklich was sind. Aber unteilbare Menschenmengen sind gestorben. Und eine große Bombe. Und wo dort einfach die Welt verbombt wird. Viele Städte, ich sehe in so einer Städte, was du sind, bloß die sind eine ganze Stadt ist einfach zu nichts geworden, wenn du bloß einfach Bomben anfallen und dort die zwei wieder. Und dann sehen sie, Hitler ist der Antichrist und die Welt ist nu meeste eng. Jesus wird kommen und man hat große Sachen, was man sieht, und die Welt ging wieder. Dann sagst du dir vielleicht, Eduard, was? Die weißt du zu sagen, dass die Welt ist noch lange nicht zu eng, dass die Welt eng erst nicht dich kommen, Jesus wird nicht kommen. Nee, das ist nicht, was ich sage. Jesus ist sehr dich bei Betten kommen. Jesus wie für 100 Jahre auch sehr dich bei Betten kommen. Und der wie für 2000 Jahre auch sehr dich bei Betten kommen. Und er ist dort noch immer. Und dort ist aber nicht gesagt, dass wir dort sein können, nu wird er kommen. Ich glaube, du hast ein großer Trouble, wenn wir als Menschen versuchen zu sein, das ist das Ding. Ja, das ist das Ding. Und dort wir uns sehr auf menschliche und büttige Dinge nur checken. Und ich weiß, das ist eine Zeit, wo wir beide sind, wo wir vielleicht alle ziemlich sehr ranchecken. Aber das ist nicht das Wichtigste. Und das Wichtigste ist immer, nur Jesus zu checken. Und dort sagt zum Beispiel in Lukas 21, Vers 34, dort ist ein paar Vers Lothar aus, wie ich hier zu lesen habe. Dort sagt seid vorsichtig, dass ihr nicht durch Frieden und Süppen und Sorgen über das Leben dort hart belohnen und dort der Tag dann unverhofft über ihn kommt. So, was will ich sagen? Dort wir wollen immer vorsichtig sein. Was das sehr merken, dass so eine Zeit ist wie neu leben. Der Coronavirus. Dat merkt zij dat we bloos nu, wel we nu aanschrijven merken, wenn es nu ist der Coronavirus, nu ist het Welt eng, nu wordt Jezus komen. Und dann sagen wir große Sachen und wir merken große Erklärungen, aber wenn Menschen, aber in Wirklichkeit sind dort menschliche Dinge. Ja, dort sind Sachen, die wir auch in der Bibel sein können und dort auch nur bewiesen können, dass die Bibel das wirklich sein wird. Aber die Sache ist, wenn wir uns so sehr spätzen auf diese Sachen, dann auf einmal vergeht wie dort wie immer soll vorsichtig sein. Und das ist, was ich von dir sage, weil wir wollen nicht bloß, wenn du eine große Krankheit kommst, oder ein großer Weltkrieg kommst, oder eine Spritz, oder ein Chip passiert, dann vorsichtig sein. Wir wollen immer vorsichtig sein. Wollt ihr vielleicht ein Amen in den Kommentaren schreiben, dass wir anfangen können zu beten und wirklich uns ein Hort haben, was vorsichtig ist, was
immer darauf warten, dass Jesus wiederkommen wird. Wenn es dort an uns merken, wenn wir darauf warten, dass Jesus wiederkommen wird, dort merken, dass wir ein Wacher sind, dass wir warten auf unseren Herrn, dass er zurückkommen wird. Wenn er sagt, dass er wird wiederkommen, dann ist es nicht so sehr, dass wir sollen durchgeschlagen sein. Wenn es dort sagt, zum Beispiel, merkt ihr nicht sorgen über das Leben, dass ihr hart belohnt ist in diesem Vers. Und dann wird er doch einfach aufs zurückkommen. Sondern wir sollen viel dollars aufmerksam sein und vorsichtig sein. Und dort sage ich in anderen Stellen, dass wir sollen im Gebet sein. Die ganze Zeit, wenn es hier am Wiederkommen ist. In anderen Stellen sagt er, dass es ein Stehler danach wird kommen. So wie weiter nicht, wenn er hier wird kommen. Die Tiden, wir können nicht warten, wenn er hier kommen wird. Und dort wird kein Mensch auf dieser Welt weiter. Ich weiß, dass das mal 2000 wird, als das von den 1999 nur 2000 ging, dann waren Menschen, die mycket grote kärlagen, mycket det fall eten, wenn es Welt ist hier. Und dann verkropen sie über den nach dem Kärlan ein paar Jahre, da kommen sie raus und müssen sich schämen, wenn sie sich menschlich sehr verdonen. Ich will nicht sagen, dass wir nicht vorsichtig sind. Ich will sagen, wir sollen sehr vorsichtig sein. Und wir sollen immer aufmerksam sein. Aber du hast eine Sache, das wo ich von dir sagen will. Das sind Text, was wir jetzt lesen, von all diese Tekens, was passiert ist. Und wie sagen, viel von den Tekens, was hier an den anderen Stellen in der Bibel von der Rede, das kann wie nie sein. Aber wenn wir erst den Text gelesen haben, und meist immer so in der Bibel, wenn sehr viel mal, dann auf einmal du eine. Du hast vielleicht ein Ober, aber du hast eine Erklärung, wo dann kommt. Und so ist es hier auch in Lukas 21, Vers 13. Du sagst dort Ober. Ein sehr wichtiges Wort. Was das Wort Ober, das merkt alles, was du boven wir auf einmal dreht, das ganz arm und jeft das ein ganz anderes Licht. Dann kann wie die Welt auf einmal von einer anderen Kant sein. Du sagst das auch Ober. Aber das Wort für jün eine Gelegenheit sein, jün Zeichnis zu geben. Wenn das erst eine so eine Zeit kommt, als was wir neu sind, oder als wie auch für 3 Monate wäre, oder das Ganze wäre, 4 oder 5 Monate wäre, dann auf einmal, wo wir eine Gelegenheit haben. Und diese Gelegenheit ist immer, nicht bloß nur in der Corona-Zeit. Der ist immer, bloß damit wir klar sind. Aber dann wird das für ihn eine Gelegenheit sein, ein Jün-Zeichnis zu geben. Und das sage ich hier Jün, so das bedeutet meint, in der Gießbereich, und das bedeutet aber auch dient. Das ist nicht bloß mein Zeichnis, sondern das ist unser Zeichnis alle. Dann, wo wir die Gelegenheit haben. Und eigentlich das Wort Gelegenheit. Gelegenheit ist ein Wort, das bringt Hoffnung. Dann will wir mehr. Dann habe ich ein Streben nach Fertigkeiten. Erklärt das Wort. In Fuß zu hängen, jagt das uns auch den Rot, wo wir ein Zeichnis vorgeben können. Vielleicht sagst du, ich habe nicht ein Zeichnis. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Jesus hat mit mir nicht so was Wunderbares getan, aus dem mit Jahren hat. Jesus, der hat nicht mit mir seine Geschichte geschrieben. Weißt du, was das im nächsten Vers sagt, in 14? Sag nicht im Verrückter darüber, wo je verantworten waren, aber ein anderer wird, was je sein waren. Sag nicht, was je sein waren. Der Heilige Jesus, in anderen Stellen sagt er, der Heilige Jesus, was jünt wir geben. Weil es auch, wo jünt mit wir in Weisheit versorgen. So, wir waren der Wir haben, aber auch der Weisheit. Das ist dort, ein Taubhang haben, was wir sein wollen. Wenn jüne jener nicht worden reden oder stohnen können. Je waren von jüne älteren Freunden Freundschaft verrot worden, die waren auch einige von jünen dort merken. So, das wird nicht einmal eine leichte Zeit sein, sonst nicht versprochen. Und je waren in meinen Namen sinnhalben von allen Menschen verstaat worden, aber jün soll nicht ein Haar von Kopf fallen. Kijk waar dat Wort sein im 18. Vers, wo ich jetzt los. Ober. Das ferne Wort Ober. Aber jün soll nicht ein Haar von Kopf fallen. In der anderen Stelle sagt das soll nicht ein Haar von ans Kopf fallen, wo der Herr nicht tolloten wird. Wenn je standhaft bleiben, wo jene Seilen werden. Kei seine dort Gott, der hat das alles in Kontrolle, der hat meine Haar in Kontrolle. Millionen Haar an mein Körper, der weiß alle, wo der Herr hier ist. Der hat in Kontrolle und er hat auch von dein Leben in Kontrolle. Wenn er so was anweicht, als meine Haar in Kontrolle hat, wie viel mehr hat er dann dein Haar, deine Seele
in Kontrolle. Und das sage ich, wenn ihr standhaft bleiben, wo ihr jene Säulen werden. Du hast eine sehr interessante Geschichte, die ich von dir Anfang vertellen will. Von einer Frau, die heißt Corrie ten Boom. Weet je in welke tijd deze Frau leben dein? Sie ist al jahrelang gestorben. Sie ist al gestorben, als ich geboren werd. Sie lebt im Zweiten Weltkrieg. Weet je nicht, das Weltkrieg, wo ich jüngere sehe, als die auch dachten, dass das Welt eng da war? Da waren 6 Millionen Juden doodgemaakt in dieser Zeit. 6 Millionen Juden. Das ist eine Zahl, wo wir uns nicht mal vorstellen können, wie viele Menschen das sind, nicht so? Corrie ten Boom lebt in dieser Zeit, wo diese 6 Millionen Juden doodgemaakt werden. Sie wurde in Holland geboren. Holland ist das Land, von wo wir Mennoniten kommen. Sie waren in das Land geboren. Ihr Vater, ihr Großvater und auch sie. Sie wären Klockenbücher. Sie wären irschamische Klockenbücher. Sie sind nicht mit Batteries, sie sind ganz irschamische. Das ist eine sehr nahe Arbeit. Das ist, was ihre Arbeit wird. Und dann auf einmal kommt der Weltkrieg. In Jahre eier, dann hat ihr Großvater und ihr Großvater in dort heim, wo Corrie auch abwassen deed, hadden ze gebeten dat de vrede über Israel soll durch sein. Dat sie beten für Jerusalem, das ist, was dort in der Bibel sagt. Und in Jerusalem sagt, dass wir sollen für den Frieden von Israel beten, wann wir wollen gesehen sein. Und das ist, was die gebeten haben. Und nun kommt der Zweite Weltkrieg. Und Hitler, das war der Präsident von Deutschland in der Zeit, Hitler sagt, die Juden sind schlecht falsch. Die Juden werden Untermenschen genannt. Das wären Menschen, die nicht wie Menschen zu sein. Das wären so zu sein Tieren. Das ist, was Hitler die Juden nannte. Und die Juden wären dort Gottes falsch. Und dann sagt Hitler, wenn es dort nicht Menschen sind, würdig zu leben, wer wird die alle dort machen? Wer wird die Tausende abmal dort machen? Weißt du, was Hitler denkt? Er hat große Stoven, wo sie den Gas pappen, und Tausende Menschen, die fallen dort an. Die müssen in einen kämmerlichen Tod ankommen, wo du die nicht vorstellen kannst. Und Corrie liebt diese Menschen. Wenn sie heute für den Frieden für Jerusalem, für den Frieden für das Volk Gottes, für den Frieden von Gott sein auserwähltes Volk hat sie gebetet. Und sie will irgendwas tun. Und was sie erfuhr, Corrie ihre Schwester und Corrie ab einem Anfang zu tun, ihre jüdische Freunde, sie fangen an zu laden, kommt nach uns ins Haus. Sie mögen Stoven, was verstärken wir, was keiner weiß, was der Stoven überhaupt in das Haus wir. Sie mögen Stoven und verstärken diese Menschen in diese Stoven. Dass sie können ein paar Stück von ihnen raten. Und so dort haben sie hunderte Menschen geraten. Weißt du, was passiert, dass ab einmal dann wird entgemalt, du sind 100 Babys, die du filmen zu raten. Die dann eine neue Familie bringen. Und so dort fangen sie weh, wo sie können die wo sie können nur diese Babys kommen und diese Babys nur nach andere Städte bringen, dass sie können leben bleiben, dass sie nicht durchgemerkt worden brücken. Und eines Tages kommt ein Mensch nur Corrie und sagt, Corrie, weiß, ich will auch meine Frau, die soll auch durchgemerkt werden. Kannst du meine Frau auch verstehen? Und Corrie sagt, jo, ich will alles Mögliche tun. Bloß, das wir ein Verräter. Das Mensch, die Frau soll nicht wirklich durchgemerkt werden. Die Frau soll nicht wirklich im Gefängnis kommen. Er will bloß rausfinden, was Corrie tut, wenn sie hat abverdacht, dass sie mit ihrer Familie was tun. Und als sie das rausgeben hat, was ihre Arbeit ist, ein paar Minuten später, ist das ganze Militär ran ihr Haus und nehmen ihr Vater, ihre Schwester und ihr Fuß. Ihr Vater will über 80 Jahre. Ein paar Tage, 10 Jahre später, glaube ich,
starb für alle im Gefängnis. Bei ihrer Sesten sie bleiben länger leben. Sie haben schreckliche Sachen durchgemacht. Schreckliche. Sie haben Geschichten geschrieben darüber. Sie muss jahrelang ganz allein in einem kleinen Taxibahn allein sein. Und sie reden mit Gott. Sie reden mit Gott. Und auf einmal sagt sie, Gott, ich gleich Menschen, und vielleicht weil wir uns nu kriegen so, ich gleich Menschen, ich will mit Menschen taub sein. Vielleicht habe ich sie noch niemals in uns Leben gedacht. Aber nu auf einmal sagt sie, ich gleich Menschen, ich will mit Menschen taub sein. Und das wird Cody auch in diesem Moment sagen, ich brauche irgendwas taub zu sein. Und dann auf einmal kriegt er eine kleine Eins gerührt. Und Gott sagt, check, du bist nicht allein. Durch diese Eins beweise ich dir, dass ich sie noch einmal hier. Dann kriegt der Eins an ein Lachen an. Dann sagt Gott, weißt du was? Du sollst der Eins ein Versteck hast du in ein Loch. So sie ich für dich. Du kannst immer noch mitkommen, du in ich sie den Versteck. Ich will ab die abpassen. Weißt du, das ist, was Gott von dir auch zu uns sagt. Er passt zu uns ab. Dat viel welche zu reden über das, dort wir können Zeugnis sein, das kann ich wir. Und weißt du, was sie tun? Dann irgendwann können sie aus das kleine Haus hier raus. Und dann jeder paar Weg waren ein paar hundert mehr Menschen nähergebracht waren in das Gefängnis, wo sie waren. Wenn es viele von denen waren, du dort gemerkt. Und wenn die in das Gefängnis kommen, fährten wir danach, als die dann kommen. Und was sie dann tun, wir folgendes. Du wir einmal so ein Licht, was über das Gefängnis ze überdachen, dass keiner soll ab dem Hafen so overschauen, über das Gefängnis der Hafen. Aber wenn das Licht dann einmal vorbei war und sie wissen, nu waren ein paar hundert Menschen in das Gefängnis kommen, dann war das Licht vorbei, dann ran sie nur dort geht, wo die kommen werden. Das wir sehr fällig, wenn die dort würden weiter, dass sie dort teilen. Dann würde sie auch Fußstapfen merken, aber dann ran sie nur dort geht. Und wenn die Menschen kommen, dann betet Gott und sagt, ich will für jeder und einmal wieder 250 Menschen jeweils, ich will für jeder ein Sort sein, wenn die kommen, du beim geht. Dann kommt der einer, dann sagt sie, Jesus ist der Sieger. Und dann kommt der nächste, und sagt, Jesus hat einen Plan für dich. Und es steht, der nächste, Jesus ist die Gott. Und es steht, hat sie ein Wort für jede eine Person. Und die Menschen sagen, die waren die Doodmerken, Cody, die waren die Doodmerken, es dauert nicht, was du das. Und auch als sie in Gefängnissen ankommen, immer versuchen sie irgendwo eine Bibel, sie haben irgendwo versucht, eine Bibel mitzuschlagen. Und wirklich, sie haben auch in der Show, der sie Papier nennt, von der Bibel Blätter reden, der in ihrer Show nennt, und sie steht auch. Und einmal dann, in dieser Zeit, als sie dann im Gefängnis sind, dann machen sie in eine Stube, wo mies und wo lies und wo alle Hunde sehr eklig ist. Und sie kommen in diese Stube, dann sie in ihre Schwester, und dann sagt die Schwester so, nu wollen wir danken, dass hier lies sind, dass hier mies sind. Wenn Gott sagt, wir sollen immer dankbar sein. Und Cody sagt, ich kann nicht danken. Ich kann nicht danken für so was Schreckliches, was Gott mir andauert. Ich kann nicht danken. Ich kann nicht dankbar sein. Und die Schwester sagt, aber Gott sagt, sie dankbar in alle Lehren. Und sie sagen, fangen an Gott Dankeschön zu sein für die Lies und für die Mies und für alles Eishafer, was in ihrer kleinen, dunklen Nordstube ist. Und weißt du was? Sie können in ihrer Stube frei für das Evangelium mitteilen. Die Schriften, die Bibel, die sie hören, können sie frei lesen, weißt du, wenn die Soldaten ekelt ihre Stube so sehr, dass die kommen alle andere Stuben jeden Tag kontrollieren, was du werden wir bloß in Ehre nicht, wenn es die ekelt in so sehr. Auf einmal verstehen sie, wenn Wort, dort so eine eklige Stube, wo sie werden wir. Es ist dort, haben sie viel Zeit in schreckliche Sachen erlebt. Das nächste, was sie erleben, dass wir dann hat wir wie so kalt in Dachen und sie hat gerübt. Dann sagt der Schwester Teil, Cody, frau Gott, ich soll den Schnäppelduck geben, wenn es deine Nächste ist, schnellerig. Dann sagt Cody, Allah hat dort, was? Du sagst, dass hier wird noch im Gefängnis mir ein Schnäppelduck bringen, keiner kann hier nähen, keiner kann uns hier besiegen. Dann sagt der Schwester bloß, Jesus, ich frau dich für ein Schnäppel für Cody, im Namen Jesus Christus, Amen. Dann putterte der
Und irgendwo, wie du von den Nobers, von du, was auch im Gefängnis wir, hat irgendwer von der Lürkes irgendwo ein Schnäppeldürk genäht und sagt, Jesus sieht mir aus, ich soll die ein Schnäppeldürk bringen, Kari. So dort hat Gott ihn sehr bewiesen durch verschiedenste Wunder. Einmal, dann war das eine ganz starke Sache. Und dann sage ich, Kari, Jesus, ich brauche, dass deine Engel an mir sind. Und ich brauche das von dir, dass du mich so merkst, dass ich nicht zu sein gehe. Dass die Menschen, die sagten, ein am nächsten, das muss eine Schlagenstunde, so eine Rehstunde, die sagten, ein am nächsten Tag. Ich brauche das von dir, dass ich nicht zu sein gehe. Und sie sagen, die Person, alle Personen fair noch und alle Personen nur noch, aber die sahen nicht. Die Polizei sahen nicht. Und sie hat alle in ihre Kleider ganz viele Schriften verstärken. Und dann, irgendwann, dann war sie noch ein andere Stadt angebracht. Das ist noch andere Stadt angebracht. Sei in ihrer Seste. Und ich kann die Geschichte nicht ganz vertellen, die ist so lang, aber das ist so schön. Sie waren noch in einer anderen Stadt, nicht wie bei Berlin heimgebracht. Ihre Seste sei, mit einem Teil anderer Menschen. In das Gefängnis, wo sie heimgebracht wurden. In das Gefängnis allein, stellt ihr vor, waren 95.000 Menschen umgebracht. Und Kari, ihre Seste ward hier umgebracht. Aber durch ein Wunder, und dort hat keiner von ihren Freunden, oder von dort sagen sie alle, was sie wie, ward rückgelassen. Aber auf einmal leiten sie Kari los. Und sie können loshauen. Jahre später fängt Kari eine Person. Die Person fängt an zu reden und sagt, Kari, ich mag dir was sagen. Vor Jahren, ab dieser Stadt, weiß nicht über Berlin, wo diese tausende Menschen umgebracht werden, wo deine Seste umgebracht wird. Ich will dir das bloß sagen, dass ich sie die Person, die deine Seste umgebracht hat. Von der danke Gott, dass ich all Jesus kennengelernt habe und dass er mich all vergeben hat. Aber ich will auch die Vergebung fragen, dass ich deine Seste dort gemerkt habe, dann als ich noch nicht Jesus hat. Kannst du mir bitte vergeben? Kari sagt in diesem Moment dann vor die Ohren in haar Hort nehmen, in der Graal. Aber sie sagt, die Bibel hat mir versprochen, dass ich habe den Leib von Jesus in mir wohnen. Ich habe den Heiligen Jesus in mir wohnen. Und Jesus hat hier, wenn ich nicht vergeben war, dann wirst du auch nicht vergeben. Wenn ich nicht vergeben war, dann wird Jesus auch nicht vergeben. So sage ich im Namen Jesus Christus, vergebe ich diese Person. Sie stellte sich und sie regte die Hand dieser Person. Und sie sagt, du fährt den Leib Christus, fährt in ihre Hand zu nehmen. Und sie sagt, das ist das größte Wunder, was jemals passiert ist. Dort sei Jesus, dass sie die Vergebung von Jesus Christus an diese Person kann loslassen. Und dass sie frei wird. Und dass sie kein Hut hat für diese Person. Sie kann die umarmen. Und sie kann den Leib beweisen. Aber wenn sie in diese schwere Situation wie, dann sagt sie, wie groß die Macht vom Teufel wie. Und sie dachte, wow, ich kann nicht den Teufel seine Macht, wenn ich sie nicht so stark ist. Und dann kommt das auch eben, wie groß ist der Teufel seine Macht. Aber dann entscheidet sich nur Jesus zu checken. Und in dem Moment, wo sie nur Jesus checkt, dann sagt sie, wie groß Jesus wirklich wird. Dann sagt sie, wenn ich mit Jesus tue, das ist viel härter als der Teufel. Und dann können sie einen Tag wiedergehen. Eines Tages ist sie auch im Gefängnis. Und sie merken das also auch, dass sie nördlich stehen. Und dass wir bitterlich kalt und floht hat. Und auf einmal fällt den Bibeltext bei, dass Jesus wurde die Kleider vom Körper geredet.
En hij moet ook voor aanstorven. Ze zijn weer uit, leven voor Jezus hand te geven. En zij zeggen, ik zie je sterven voor Jezus. Ik is je sterven, omdat Jezus in mijn leven kon. En ik heb Erzeugnis van Erzeugnis gelezen, ook video's gekeken. En man ziet, wo Jezus in haar leven deed. Kijk zijn dat is een vers, wo de in Corinthenboom worden deed. Dat zeg ik, aber du wordt een gelegenheid zijn een Jünzeichnis te geven. Es wordt het leicht zijn een Jünzeichnis te geven in een zware tijd, in een tijd ver Jezus warakomen tijd, in de laatste tijd ver dat welding, wordt het leicht zijn die Zeichnis te geven? Nee, dat wordt niet leicht zijn. Wordt het meilig zijn? Jo, dat wordt meilig zijn. Krijg dus die gelegenheid hat Zeichnis in einer schwere Zeit in den Zweiten Weltkrieg te geven, so hast du ook die gelegenheid die Zeichnis nu te geven. En ik freue mich, ik heb viele video's über das ganze Internet nu gezien, wo mensen Zeichnis geven in deze tijd. Ik mag, wenn du einer von die bist, wow, ein Applaus für die, mag Gott die segnen. Ik heb ook gezien, wo Kirche veel Sachen doen haben, omdat das Wort Gottes kon wiedergebracht worden. Ik mag ook die moet merken. En er staat dat we veel van zo wat reden, wat is jant, oder dat we zijn menschliche Sachen checken. Jo, ik weet, we lezen al een beste ding nur recht. En dat is ook schijnen goed. Aber irgendwann, dann wollen wir terug naar Jezus gaan. Dan wollen wir terug naar de Bibel gaan en niet bloß naar de menschliche Sachen checken. Kein Amen te dit zijn. Vielleicht denkst du, ich habe von dir auf diesen Predigt abgeklickt, wenn es dort steht Welteng, und ich habe so Angst vor der Welteng, wenn ich habe Jesus nicht in mir lebe. Wenn du nicht Jesus in die Leben hast, wenn Jesus noch nicht in die wirklich wahrhaftig lebt und du noch nicht mit Jesus top leben und noch nicht angenommen hast, wenn du noch nicht gefragt hast, dass er all deine Sünden vergeben ist, wenn es wie alle sind Sünder, dann kannst du das nu krijgen met mij te doen. En ik vraag die, du wo du bist, knij die hand, oder zat die dool, check in dat phone an, oder merk die uit, hoe zoals du die Möglichkeit, aber eins ist wichtig, dass du mit mir te beten ist, dass du dir wird sein ist, wenn so das wichtig, dass wir dort sein, aber wichtig ist auch, dass wir dort im Hort bleiben, dass wir keine Gott seine Kinder sein, wenn so sagt, wenn wir anbekennen, dann ja uns de Macht Gott seine Kinder te worden. En hij wil ons al onze Sünden vergeven. So sei mit mir taub. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und am Kreuz gestorben bist. Und wahre abgestanden bist. Und ich freue dich nu, dass du mich vergeben hast, all meine Sünden schuld. Und dass du in mein Leben hineingekommen bist. Dass du mein Herr geworden bist. Und mein Radar geworden bist. Ik dank dir ook dat de Heilige Jezus gekomen was en ik vraag Heilige Jezus, kom in mij aan. In die naam Jezus Christus. Amen, amen. Wenn du dit gebet hast, dann bist du nu ein Kind Gottes. Hij heeft dir deine Sünden vergeven, hij is in dein Leben näher gekommen. Für uns, wat wir all Kinder Gottes sind, ich möchte die Mut merken, ein Zeichnis zu sein in dieser Zeit. Du hast die Gelegenheit, den Zeichnis zu geben. Das mag nicht alle über Video sein, also ich dir das sagen. Ich weiß, du hast Nobas. Ich weiß, du hast den Freund, wo der Heilige Geist dir nu sagen lässt, wo du den Zeichnis sollst geben. Vielleicht ein Part von den Geschichten sollst vertellen. Oder du sollst dort nur die Stadt fordern, nur deine Menschen. Der Heilige Geist wird dir dort abgeben, wo du dort sollst tun. Und er wird dir die Gelegenheit geben. Kann sein, das Wort Gelegenheit, das Wort Aber in dieser Zeit wird die Gelegenheit sein, ein Zeichnis zu geben. Und ich möchte beten, dass die Kraft vom Heiligen Geist über dich kommen, dass du kannst ein Zeichnis sein für diese Welt. Viel mehr als der Wir, was in deine Müll kommen, das ist auch wichtig, auch dass dein Leben du hintersteht. Und dass das unerstrickende, was du wirst sein. Und der Heilige Geist wird dich mit den Wir fallen. Und deine Wir, die waren nicht bloß von dir kommen, sondern das verspricht in der Bibel, die waren gefällt sein mit der Kraft vom Heiligen Geist. Amen. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Sonntagvormittag, dass wir keine Taubkirche sind und dass wir keine Taubfamilie sind. Und ich bete für die Person, die hier nu ein Hunger getrot hat,
und was sich vielleicht gegrüht hat über die letzte Zeit, dass er mocht der Friede Gottes eben ankommen, wenn es die Angst ist vom Teufel, die Angst ist nicht von Jesus Christus. Und dass die Angst mocht uitgewechselt worden mit dem Friede Gottes und dem Leib Gottes, dass er mocht eben ankommen. Krieg so einen Leib für die verlorenen Menschen aus Korinthenboom hat, dass dieser Leib mocht eben ankommen, nu im Namen Jesus Christus, durch die Kraft vom Heiligen Jesus. Und ich bete, dass wir ein Zeichen sein, dass wir einen Beruf abstehen, wo immer wir sind, und sehen, was Jesus Christus an uns getan hat. Halleluja. Mochte der Herr gelobt werden. In sein großen heiligen Namen mochte ich ein Sehen über die sprechen, über die und deine Familie. Amen und Amen. Ich möchte beten und ich möchte dir sagen, dass du gesehnt von dir uit diesen Gottesdienst zurückgehen. Dass du in deine Familie gesehen sein. Ich bete für dich, dass du in deine Finanzen kannst verweichen kommen. Ich bete für dich, dass du kannst mutig sein auch in dieser Zeit. Das ist sehr wichtig, dass wir sehr dicht bei Jesus Christus bleiben in dieser Zeit und uns nicht anmutig lassen merken von alles, was rum uns ist. Weil wir an Jesus Christus festhalten und weil wir hochheben durch Anzeichnis. Amen. Amen. Ich danke dir, dass du von dir hier mitgemerkt hast. Hab einen gesegneten Sonntag. Bis zum nächsten Sonntag.